Freunde, wir haben ein Problem und das bedarf dringend meiner Aufmerksamkeit. Und zwar, ich glaube, ich habe, ja, sagen wir mal, bezüglich Speicherstätten, die wir in der alten Welt haben, ein bisschen übertrieben und nicht richtig nachgedacht. Die Menschen lassen sie hochleben. So, Punkt Nummer 1 hier. Schmuck importieren, theoretisch nicht schlecht, aber wenn ich das durch Zigarren austausche, Zigarren kriege ich 250, also muss aber dafür investieren. Also 250 Tonnen Zigarren kriege dafür 150 Tonnen Schmuck. Aber ich kriege durch jeden durch jeden Transfer von der neuen Welt in die alte Welt ja immer nur 150 Tonnen, dann geht das ganz nicht auf, Freunde. Dann ist das ein bisschen doof und deswegen Schmuck hier raus. Da müssen wir nachher was anderes machen. So, warum die Idee mit dem Schmuck? Die Idee mit dem Schmuck war natürlich einfach, so wie ich es ja eigentlich auch gehört habe, aber die Idee, dass man sagen könnte, Schmuck, ja, doch, brauchen wir. Ich gebe jetzt auch alles runter, super. Schmuck brauchen wir natürlich schon, weil es eher ein bisschen stark abnimmt und wir hier gemäß Übersicht ja auch irgendwie ein Problem mit Schmuck haben. Angeblich. Beziehungsweise Versorgung wäre eigentlich 0 von 8, wäre eigentlich schon cool. Aber wir haben zu viele Perlen hier oben, zu wenig Perlen hier oben. Die hier. Aber das Problem mit den Perlen hier oben können wir hier durch eine Speicherstadt lösen. Erstmal muss hier natürlich wieder etwas upgradet werden. Ich mache den hier gerade auch noch. So. Dann kann ich hier nämlich sagen, warte mal. Wir importieren Kautschuk hier. Ich habe bereits wieder zu viel hier im Lager, okay. Jetzt hätte ich hier aber außer Kautschuk auch gerne noch... sogar Leinen kann ich auch und die Sanga-Kühl machen natürlich auch alles noch, aber erst einmal muss ich für die Perlen sorgen, für die Perlenversorgung vor allem. Und jetzt kommt es hier drauf an, was schicke ich jetzt hier rein? Und hier gerade auch gesehen mit Zement, dazu kann man auch gleich noch, da auch noch irgendwas machen könnte, aber ich glaube, ich schicke mal dafür einen Stahlbeton rein. Mache hier 150, also Verhältnis 1:2, das ist eigentlich super. Und hier mit dem Zement, jetzt ist das Interessante. Steht jetzt gar nicht mehr. Also ist gerade hier okay. Pyramidensockel ist hier noch auf gewöhnlich. Ich glaube hier kann man es auch mal ein bisschen testen. Hier hatten wir doch einen Hinweis, nächste Güterklasse, Exportvolumen, höchste Güterklasse erreicht. Ja, höchste Güterklasse erreicht, wenn ich der höchste lange war, nicht in einem Pyramidensockel entsprechend der aktuellen Güterklasse platziert wird. Das heißt, ich muss den jetzt hier verschieben, hier hochpacken. Dann wäre jetzt der legendär. Der ist zwar auch legendär, aber jetzt halt auf dem Slot hier, da ist kein Problem, das funktioniert offenbar. Warum auch immer. Wir können es jetzt wieder rumswitchen, wenn ich jetzt wieder sage, nee, kann man machen wir so. Und trotzdem sind beide jetzt hier Güterklasse legendär. Das ist irgendwie auch ein bisschen schräg, was ich noch nicht so ganz kapiert habe, aber egal. Das nur mal so ganz kurz am Rand noch zur Info. Also, wir haben jetzt hier das mit Eisen, was ich gesagt habe. Eisen und Kohle importieren kann nicht schaden. Vor allem auch zu Testzwecken. Kautschuk importiere ich bereits, das funktioniert soweit. Gold, ich glaube Gold kann man auch schon importieren und Goldbarren war. Doch Gold selber auch. Ob es Sinn macht. Kannst du glaube ich hinterfragen. Hier Verhältnis 1:1. Momentan haben wir noch ein ganz gutes Importverhältnis. Aber ich kann das eben noch dann zu einem späteren Zeitpunkt mal noch angucken. So, warte mal, Captain Morris legt wieder ab. Hat eigentlich Zement irgendwie auf dem höheren Level schon gehabt? Doch, hier steht's. Zement. Wenn Güterklasse Exportvolumen, höchste Güterklasse erreicht. Kann ich jetzt das irgendwie hier hinpacken oder was? Das nenne ich mal eine klasse Sache. Okay.
Jetzt funktioniert so, okay. Da muss ich aber so drüber irgendwie feststellen, wa? Echt noch kompliziert das Ganze. Also, dann habe ich jetzt hier mal Zement immer noch drin durch Eisen. Verhältnis 1:1 zwar, aber warte mal, das packe ich mir ein bisschen runter. Weil also das Hausverhältnis ja auch ein bisschen erhöht, das ist ja ganz gut. Das wollen wir eigentlich auch. So, jetzt hier, was ich mich auch schon gefragt habe mit dem Import und so. Jetzt würden sich hier eigentlich die Leinen anbieten. Was habe ich jetzt hier zu viel an Lager? Das ist jetzt eine gute Frage. Pelzmäntel? Nee. Arbeitskleidung. 2:1, das gefällt mir nicht. Irgendwas Brauchbares bei den Zwischenprodukten oder sowas irgendwie hergeben könnte. Holzfurnier. Das sieht schon besser aus. Dann kann ich hier zum Beispiel jetzt auch sagen, hey, 150. Sehr schön. So, Captain Morris legt ab, der legt schon lange ab. So, warum das Ganze? Das machen natürlich wegen den Sanga-Kühen, beziehungsweise... Ja, Sanga-Kühe sind auch ein bisschen knapp bei Kasse. Waren wir jetzt? Ah, hier. Wir haben so Leinen genug, das stimmt. Verfügbar, Baumwollstoff dagegen, wobei da wissen wir, dass irgendwie immer ein bisschen Wechsel ist. Eigentlich könnten wir hier sogar sagen, hey, Baumwollstoff, Sanga-Kühe und Leinen wollen wir importieren durch unseren guten Captain Morris. Wäre eine Option, Freunde, wäre eine Option. Und das mit dem Ding habe ich noch nicht so ganz. Dass ich jetzt hier mit der Kohle und so schon Probleme habe. Versteckt die Flaschen. Nur weil einer aktiv ist, ernsthaft jetzt? Dürfte eigentlich nicht sein. Eisen, Kohle. Eisen schon eher, aber Kohle dürfte überhaupt gar kein Problem sein. Die geniale Erfindung ist vollendet. Dankeschön. Aber ich habe jetzt ein Problem. Ah, ja, ich sehe schon. Ich sehe schon, der hat noch Gold drauf. Wo haben? Hier. So, eigentlich ist ja die Idee oder so. Moment. Da von Norton B Messing holt, von Bovist Messing holt. Und dann hier rüber schippert. Genau, also jetzt da zu viel Messing haben, stört mich gerade ehrlich gesagt weniger. Dann müsste ich sagen, wenn den Kohle noch wieder stimmen, wa? Wenn ich jetzt will Kohle von hier hole, plus von hier hole und dann hier rüber bringe. Ja, okay. Gut. Aber eben nachher dürfen wir eigentlich kein Kohleproblem mehr haben. Eigentlich. So, Baumwollstoff warte ich jetzt mal noch zum Importieren. Geht sowieso noch nicht. Ja, genau, das war ja die Vorbedingung noch. Auch sonst hätte ich jetzt noch gewartet, weil es funktioniert ja aktuell gerade so. Es geht gerade mal so knapp auf. Aber Sanga-Kühe hätte ich gerne mal. Konkurrenten haben ein Handelsabkommen geschlossen. Okay. Ist die Frage, was gebe ich dafür? Vielleicht ein bisschen Wurst? 1:1, sogar mal riskieren, wa? Was hätten wir sonst noch irgendwie? 1:7 Konservendosen. Nehme ich. Dankeschön. So. Dann sehen wir mal, aktive Verträge sind sogar 6 jetzt an der Zahl, die wir hier haben.
So 6 hier. Wir haben hier nochmal 6. Ups, das ist der falsche. Nee, aktuell nur 5. Okay, mein Fehler. Man kann natürlich noch mit was anderem handeln, ist klar. Die scheiß Uhren, ey. Aber laufen gut oder funktionieren gut. Wo nämlich selbst ein Regler sein soll. Kann ich sogar hier eigentlich nochmal auch die Uhren reinklatschen. Ja, sie ist auch nicht auf dem höheren Grad, sag ich jetzt mal, aber egal. Die Uhr ist aber auch schon fast auf dem höheren Level. Das heißt, wird auch nicht mehr viel fehlen. Interessant. So, worum geht's uns sonst noch? Wandteppiche. Ging aber ihm noch nicht, wa? 17, 18, aber viel fehlen hier nicht mehr. Es geht doch um... Eben, es geht um aktive Import-Export-Verträge. Ja gut, aber sie haben ein bisschen übertrieben mit den ganzen Dingern, aber... So Schmuck werden wir noch nicht importieren, eben stellen wir doch lieber einfach so her, da geht einfacher. Was ist denn sonst so zur Option? Tonpfeifen eben. Zukünftige betrachtet, weil das geht auch noch nicht. Ich glaube, man könnte Salpeter importieren, ja. Eigentlich wäre für die obere Insel eine Option, aber ich glaube, ich mache es hier doch mit dem Tonpfeifen. Sagen wir mal ein paar davon haben, werden eben da auch davon nicht so viel brauchen, hoffe ich jetzt mal. Zu 1. Nee, dann will ich es lieber doch nicht riskieren. Super, läuft gerade ein. Uhren. So. Alter, alles für die Uhren, ey. Ja gut, als Schweizer muss ich ja fast, wa? So, warte mal, wenn ich jetzt das gemacht habe, sind jetzt die freigeschaltet hier oben. Jo, jetzt haben wir Rum und Sekt, weil ist ja aktiver Vertrag und so. Geil. Ich könnte sogar hier, wenn wir ehrlich sind, könnte man sogar Dinge wie Rentierfleisch, was ich aktuell noch aus der Arktis runterschippe, könnte man so eigentlich auch importieren. Die konnten sie wohl auch nicht widerstehen. Wo ist denn Captain Morris überhaupt? Der läuft ein. Hä? Schon wieder weg, oder was? Hä? Wo ist er denn? Klopfen Sie sich den Staub ab und legen Sie los. Lassen Sie mich nicht warten. Nee, wie käme ich auf die Idee? Gut, ich importiere jetzt Bananen. Brauchen wir überhaupt die Route dafür noch? Ich glaube, wir haben war bereits gehandelt. Nächste Import. Kann ich es denn hier eigentlich schon irgendwo hinschicken? Ah, okay, gut. Also Güterklasse reiht für die Trauben. Weiß nicht, ob man die irgendwo sogar schon nutze. Jemand nach vorn gekämpft. Das finde ich ein bisschen schade, dass ich nicht sofort auf Anhieb sehe, welche dieser Waren güterklassemäßig schon ready wäre für die nächste Stufe. Habe irgendwie kein Symbol, sondern irgendwie ein Plus oder so. Anhalten!
verstehe es auch nicht. Hä? Wie legt er ab? Wie geht denn das? Was soll denn der bitte schön sein? Egal. Exportbüro, noch 3 Stück mehr. Lalalala. So, jetzt haben wir natürlich ein paar Uhren Verbrauch, kann man sagen. Ja, alles zusammengezählt. Sind natürlich auch schon jetzt ein paar weggegangen. Aber kommt irgendwie alle 30 Minuten wieder. Also, eben, es dürfte hier gar kein Problem geben. Kautschuk ist auch interessant. Gerade frisch importieren haben nur 105. Ah, ich glaube, es ist zum ersten Mal jetzt hier seit dem letzten Mal, war. Ja, das kann sein, dass er gerade erst kam. Oder geht er einfach nur auf eine Speicherstation und dann. Nee. Die Waffenruhe wurde beendet. Das ist doch schön. So. Wandteppiche kommen langsam ins Laufen, genauso wie Baumwollstoff. Also würde ich hier dann gerne noch Baumwollstoff importieren. Und an anderen Inseln dann noch Wandteppiche. Können wir mal gucken, wie das Ganze ein bisschen verhält. Mann. Lager voll. Lieber Zufall was zu leer. Perlen ist schon krass, wie viel ich brauche. Gut, muss ich vielleicht ein bisschen mehr Perlen investieren. Gegen Gold tauschen würde ich jetzt lieber doch weniger machen. Baumwollstoff exportieren, ja gut. Wir schauen mal, wa? Wir schauen mal. Zumindest vorerst scheinen sie ganz gut zu laufen. Jetzt müssen wir natürlich mal. Oh, klicke ich mal Captulani, ja, ich glaube das nicht. Wobei er will Messing haben. Habe ich überhaupt welches, was ich hier produziere? Ja. In Captulani. Eigentlich ja der Insel, wo man ja solche Dinge alles überhaupt bauen sollte. Also hier kann man ja, wir haben genug Platz, also Captulani ist ja perfekt dafür, aber eben der Grund dafür, für diejenigen, die eher neu dazugekommen sind, einfach mal zum Sagen, weshalb ich das alles irgendwie in der alten Welt mache, nicht bei Captulani, ist einfach derjenige, weil es mir bei Captulani zu einfach wäre. Das ist eigentlich eher etwas, was ich mir für eine zweite Staffel überlegen würde oder am Schluss nochmal irgendwie alles zum Schön machen und so, und die alte Welt ist halt eher noch so ein bisschen experimentell. Und die haben es eigentlich auch so gemacht, dass die Stadt auch für sich selber funktioniert und so, dass alles soweit so cool ist. Eigentlich. Okay, da waren wir natürlich auch, warum ist der hier unten? Man könnte sogar hier eigentlich nochmal ein Schiffchen bauen. Ich meine, einen Hafen, ja, aber eigentlich genug Öl. Hätte ich ja eigentlich alles hier. Andererseits sind wiederum Punkte, die mir hier oben fehlen. Also Einfluss war, der mir nachher auf den anderen Inseln so fehlen würde. So. Bisschen Speed, damit ich mal ganz kurz die Quest hier noch abschließen kann. Das muss ein Downer sein. So, warte mal, ich kann hier vielleicht einen Ölhafen noch ausbauen.
Die Ressourcen dafür haben wir hier ja. Die Menschen lassen sie hochleben. Das hoffe ich doch sehr. Ey, mal hier ist eigentlich wieder alles picobello. Ihr dürft nichts irgendwo zu wenig, zu viel schon, aber zu wenig sicher nicht sein. Stimmt, Stahlwerk haben wir mal abgeschaltet. Alter, Hochofen. Hä? Hochofen ist doch alles schon... Muss doch schon viel zu viel Stahl haben. Also gut, Jungs, ran an die Arbeit. Ja, ran an die Arbeit. Chrome Falls ist immer so attraktiv. Ja, ich sehe schon warum. Wobei, ich kann ja immer noch ein paar Gebäude hier upgraden. Aus welchem Sag mal. Die haben ja ganzen Tipps hier. Mal ganz kurz checken, was die eigentlich alles noch haben wollten. Ja, wir haben momentan keinen, das ist mir klar. Schule, wo haben wir die Schule? Ja gut. Da müsste hier wirklich funktionieren. Was die Ausrede, dass die Schule zu weit weg wäre, gilt für die bestimmt nicht. So. Fürs Erste, nicht wahr? Okay, das ist auch schon unterwegs. Die Gesamtbevölkerung. Ja gut, das wäre vielleicht mal ein Grund, in Chrome Falls weiterzumachen, die Gesamtbevölkerung. Nach hier natürlich mit Rezept ausstellen und so. Ihre Zustimmung ist mir... Nun, das ist vielversprechend. Ja, es gäbe einige Gründe dafür sprechen, dass wir in Chrome Falls noch ausbauen. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Das will ich hoffen. Ich sehe, Sie haben verstanden. Gib es einfach her. Ich schieb dir deinen Porzellan. Entschuldigung. War mir so übertrieben, ich weiß. Kreuzer bereit. Ja, aber so bin ich halt. So. Die Dinger abliefern. Nennt er gerne 11 mal Messing. Kann er haben. Oh, war schon richtig. So. Mr. Messing, wo jetzt gerne hin. Maschinen laufen an. Dann gehen wir zurück in die neue Welt und gucken, wie es jetzt hier eigentlich so aussieht. Mitunter. Mhm. Mit der Kaugummi-Produktion. Bereit. Kaugummi ist ja jetzt ja auch ein Konsumgut. Natürlich jetzt nicht so viel zu. Kann ich das irgendwie noch beeinflussen? Nee, weil es ist ja natürlich in der neuen Welt. Irgendwelche Schiffe gerade, die hier Bock drauf hätten, was zu tun. Warte mal. Routen. Import, Export. Also, die Dinger kann man eigentlich dann nachher streichen, hoffe ich mal. Die Dinger vielleicht auch, mal gucken. Das Ding hier ziemlich sicher. Ja, das heißt ziemlich sicher, vielleicht aktuell einfach mal. Alte Welt, neue Welt, dann haben wir die. Genau, da war jetzt ein bisschen was weggenommen. Wir können jetzt hier mal mit Kaffee sag ich mal, mit Kaugummi nach Hause helfen. Temporär. So. Wo ist überhaupt, wenn man fragen darf? Kaugummi mal produzieren oder liefern. Der ist da unterwegs. Da kommt einer. Wir haben einen Friedensvertrag unterzeichnet. Seekrebs. Wenn ich Glück habe, kommt er gerade. Nee, war das Walross. Wo ist denn der schon wieder?
Ist er schon hier oder noch hier? Das alte Walross. Der ist am Rückweg. Das sind die Inlandrouten. Hä? Wo ist der Walross hin? Hä? Bin ich blind oder was? Ach, das war der gerade, aber gerade irgendwie verpennt oder so. Ja, habe ich, okay. Jetzt mal direkt mitgeben können, super. Ah, ich dachte, das wäre irgendwie die andere Route. Ja, ich habe es irgendwie verwechselt mit der anderen und dachte, nee, mach's mal besser, nix. Was habe ich jetzt davon? Ja gut, also Kaugummi ist unterwegs, Freunde. Dass wir in der nächsten Folge dann die ersten Effekte darauf mal begutachten können, hoffentlich. Ich komme vielleicht auf Sie zurück. Ich glaube, wir haben hier schon ein kleines Problem. Kann das? Ich hoffe ja nicht. Das wäre jetzt ein bisschen suboptimal. Eine Banane, nö, müssen ihm noch perfekt sein. Ich dachte nur gerade, das sah gerade so irgendwie so aus, als würde der Wert irgendwie singen, damit steigt er wieder. Okay, man kann da irgendwie einer hier, um Waren zu holen. Ja, wir müssen hier natürlich noch ein bisschen ausbauen, Freunde, weil erstens glaube ich nicht, dass eine Chemiefabrik für Kaugummis reichen wird. Wir brauchen vermutlich 2. Und selbst wenn es reichen würde, was machen wir mit Ethanol und Celluloid? Was wir auch noch brauchen. Wobei, ich glaube ja, die anderen beiden Dinger sind ja dann vor allem für andere Waren, oder? Also zum Beispiel für Telefone. Ja, genau, für Telefone. Nee, Quatsch. Wo sind sie jetzt hier? Ja, wegen den Keksen vor allem. Da geht es vielleicht auch um das... Ich muss Sie bitten, nichts anzufassen, das Sie um die nicht auch kaufen Passage möchten. noch? Warte mal. Staubsauger. Ja, der war auch bereits Celluloid. Okay. Geschirr. Dann haben wir Farbe und Lack. Kann ich aber offenbar in der Welt, also in der alten Welt hier, wo wir gerade sind, machen. Okay. Kühlschränke mit Gas. Das wird dann Spaß. Frauen, die Kühlschrank in mit Gas und Spaß. Einkaufspassagen einkaufen, sind die Sehr erste leid. Knospe der Befreiung. Etwas für sich zu kaufen heißt schließlich, selber Verantwortung zu Oh, Mann, schon wieder. Also, wie gesagt, wenn wir Glück haben, nur für den Fall, dass wir Glück haben, könnte es sein, dass ich pro Typus, den wir in der Chemiefabrik herstellen können, also in dem Sinne sind es 3 Stück, dass wir halt hier wirklich nur auch 3 Stück brauchen, 3 Chemiefabriken. Es kann aber auch sein, dass ich für eine Ware halt 2 brauche. Also oder so, mindestens 3 Stück von denen brauche ich und das wäre mit den Leuten ein bisschen schwierig aktuell. Man könnte natürlich auch gucken, dass wir vielleicht irgendwo Zeigen, wie das geht? mit Tortillabäckereien und sowas abgreifen oder irgendwo anders hinschicken. Und es ja die ganze Zeit ja heißt, ja, wir haben eh zu viel. Hier zum Beispiel. Nachfrage, Versorgung ist 5 von 10. Aber ist es wirklich so, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, der hier hinten, Geht zurück zu euren Familien. den braucht es nicht mehr. Vielleicht sogar nochmal einer ausreichen. Bei Bananen würde ich ehrlich gesagt nichts unternehmen aktuell. Ein Kaffee kann man sich das überlegen, wenn ich jetzt sowieso nicht mehr so viel brauche, da brauche ich immer 150 pro Laden quasi. Da muss man sich eh überlegen, ob man irgendwie die Chemiefabriken woanders hin platziere, weil sonst sagt man schon ein bisschen doof. Tonnensteine Schneidewerkzeug. Holzfällerhütten, Köhlerei, Jagdhütte und Wanzer, Holzfällerhütte. Ja, eigentlich eher in der alten Welt oder in dem Besa. Wäre es besser gelegen.
egal. Vielleicht auch mal überlegen muss, eben hier mit den Öldingern verschieden. Ich habe aber gesagt, den hier. Aber die Ölquelle will ich hier rüber verschieben dann. Vielleicht nochmal einen, dann den da. Der ist momentan schon ein bisschen im Weg. Dann passt er sicher wesentlich besser. Dann haben wir die ganzen Lehmgruben und Ziegeleien, genau. Hier nochmal eine Chemiefabrik machen. Dann können wir theoretisch sogar, wenn der hier weg wäre, nochmal hier unten. Hier geht es sogar dann nicht. Nochmal hier oben eine. Und zur Not, wenn es dann sein muss, kann ich ja noch ein bisschen weit nach unten verschieben, damit hier nochmal eine Platz hat. Also irgendwie, wenn wir es mit den Chemiefabriken hier schon hinkriegen. Trotzdem müssen wir erstmal gucken, Freunde, wie funktioniert das, beziehungsweise wie geht das dann auf mit der alten Welt, wa? Das wird knifflig, da kann man sagen, was man will, aber ist halt einfach so. Shit happens, so. Wir können nochmal hier ein Exportbüro bauen. Wir nehmen hier einfach den Platz, ja. Ja, aktive Verträge, Freunde, aktive, muss man aufpassen. Hier ist Lager voll, hier ist Lager voll. Hier natürlich noch nicht, da ist klar. Jetzt haben wir gerade ein bisschen viel verbraten. Hä? Na jetzt, okay. Ich glaube, dann lohnt es hier doch schon. Ansonsten, Zement war noch nicht so weit. Holzlagen vor allem. Holzhandel oder so. Mal gucken, Fahrstühle. Ja, die haben natürlich auch. So, jetzt ist natürlich die Frage wegen Thumbnail. Was mache ich jetzt hier? Was haben wir überhaupt eine Folge lang gemacht? Nicht viel, war? Doch. Also hier, schon. Planung und so. Letzte Folge, da war ja das mit Kaugummi, der ist eben noch nicht da. Für die Rallala. Nee, eben nicht, scheiße. Ein wunderbarer Tag. Mit einem kleinen Schluck aus meinem Flachmann. Schnauze. Wolkenkratzer haben wir auch nichts gemacht. Ja, wobei, was soll der groß machen? Ne? Einfach ausbauen kann ich weitere. Aber will ich das überhaupt? Schmuck. Stimmt, wieso importiere ich überhaupt Schmuck? Schmuck bringt momentan ja eh nur. Doch, warte mal, für die Dinger war es, wa? Für die Dinger, deswegen mache ich dann mit dem Schmuck. Freie Bürger, die keine Angst vor der Wahrheit haben. Das ist natürlich schön. Wir haben noch was Neues erforscht. Oh, was war jetzt das vorhin? Was ist die Kaffeeproduktion? Wir haben nach hinten verschoben. Irgendwas hiervon war es. Ah, ich weiß nicht mehr. Wieso gibt es eigentlich keine Historie hiervon? Das gibt es irgendwie hier. Ah, der war's, okay. Das ist die Frage, ob ich jetzt gerade irgendwie noch einen Kurfürst da, den ich dann noch irgendwie upgraden könnte. Der hat noch einen billigeren Propeller, aber besser als nichts. Ich glaube, man macht den hier, komm. Wenn er gerade hier in der Nähe ist. Das Item ist ja leider ein bisschen kacke. So, Freunde, du bist noch ein bisschen schneller unterwegs. Dankeschön und tschüss. So, eben theoretisch brauchen wir natürlich noch einen. Oder noch ein paar mehr, aber jetzt langsam ein bisschen teuer zum Entwickeln. Und soll es halt so sein. Na gut. Ne, wir haben uns speicherstark gekümmert wieder mal. Und ich finde auch sehr erfolgreich, das kann man durchaus so sagen. Wo bin ich jetzt? Hallo? Hilfe? So nah wurde ich jetzt auch nicht ran.
Verzeihung, ich möchte gerne hier. Danke, darf ich mal ganz kurz hier. Was macht die hier? Ich möchte mal ganz kurz. Es ist so, ja, es wird hier gehandelt, das ist schön, darf ich ganz kurz hier springen. Hui! Ja, gut, sagen wir es mal so, Freunde. Der Handel floriert mit Captain Morris. Oh Mann, ey. Trotz allem, danke fürs Zusehen und hoffe, bis zum nächsten Mal zurück bei 1800. Bye, bye.